wir machen wieder Kochen wie Esther. Ich möchte heute auch ein Gericht zeigen, das sehr fein ist in der Pfanne zu machen, aber eben auch zur Grillsaison. Rosmarin ist ein Highlight. Ich liebe das Gewürz durch den Winter durch, sowie auch zu der Grillsaison. Wir nehmen den Rosmarin gegen den Wachstum abnehmen und machen uns unsere Spiessli selber. Wer auch kein Rosmarin daheim hat, kann den im Laden kaufen. Einfach schauen, dass er ein bisschen fester ist. Stiel hat, damit auch ein wirklichen Spiess wird. Nachher tun wir es ein bisschen anspitzen. Damit wir es gut ausspiessen können. Nehmen Sie die härtere Seite vom Spiess. Rosmarin Nadeln auf die Seite legen. Dann tun wir es aufspiessen. Der Spiess wird jetzt im Poulet ganz einen feinen Rosmaringeschmack geben. Wichtig ist jetzt beim Grillen zu wissen, dass wir die einfetten und dass wir sie nicht direkt aufs Feuer geben. Nebendran oder auf eine Ario-Schale. Sonst verbrennt Ihnen der Spiess sowie auch das Poulet. Im Poulet habe ich Filetstück, das ist beim Brüstli unten dran. Sie können aber auch das Brüstli, das Poulet-Brüstli, können Sie in Streifen schneiden. In der Pfanne nehmen wir ganz bisschen Wasser. Wir brauchen auch hier, also nicht gross Öl. Geht lieber nachher das Öl dazu. Machen das heiß. Wir würzen das Poulet noch nicht würzen, sondern wir gehen es so rein. Wir es ganz leicht andämpfen. Wir tun die Cherrytomaten, machen wir eine Sauce dazu. Cherrytomaten, damit wir die Cherrytomaten sehen. Nur halbieren. Die Cherrytomaten immer schauen, dass sie wirklich schön rot sind und dass sie auch eine gewisse Weichheit haben. Dämpfen die schön, damit wirklich das Poulet nicht roh bleibt. Dass es wirklich schön durchkommt. Und aber nicht austrocknen. Wenn Sie so im Wasser rein machen, trocknet Ihnen das Poulet. Als Pouletbrötchen können Sie gut so machen, wenn Sie es anbraten. Es trocknet Ihnen dann nie aus. Wir haben es immer, wir würzen es nicht würzen, wir würzen es zuletzt würzen. So wird das Pouletfleisch nicht trocken. Wirklich bis das rote Fleisch schön weiß ist. Damit es jetzt braun wird, das Wasser weg ist, nehmen wir mit dem Öl. Öl macht das Ganze kross, wie wir so schön sagen. Immer schauen, dass das Poulet wirklich nicht heiß überkommt, damit es saftig bleibt, damit es braun wird, so wie da, aber wirklich gehen nicht austrocknen. Das ist ganz wichtig für den Poulet. Dann auf die Seite legen, damit es den eigenen Saft weiterziehen. Dann haben wir hier ein bisschen Saft und ein bisschen Öl. Und hier rein tun wir jetzt unsere Cherrytomaten. Jetzt noch ein bisschen Öl drüber, damit wir ein feines Säuschen bekommen. Wenn wir genug Saft haben, tun wir
Rosmarinnoten drüber. Die Rosmarinnoten dürfen richtig schön braten sein. Die sind sehr fein. Jetzt ich das mit Kräutersalz noch ein bisschen nachwürzen, damit das ätherische Öl aus dem Rosmarin raus ist, in der Soße ist, damit wirklich die Knödel weich sind, kross werden und all das abgehen in der Soße, wo wir wirklich auch drinnen wollen. Jetzt stellen wir uns oben drauf, damit es schön warm ist. Ich kann es dann so präsentieren, direkt auf dem Tisch oder eben einzeln. Aber tschüss, bis zum nächsten Mal, kochen mit Essen.